Jawohl, Freunde, habe die Ehre beieinander. Wir probieren es mit dem legendären ersten Teil von Assassin's Creed. Das hört sich ja schwingen die Klinge und werden zum Meuchelmörder. Pass auf, eine Taste drücken. Und drück einmal. Ein Profil haben wir schon, gell? Pass auf, wir starten ein neues Abenteuer. So, dann eine Mission. Der bayerische Meuchelmörder schwingt die Klinge. Ab geht's. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Desmond, Zeit. Sie dumm sind stellen ein hilft immer. Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe dann nicht Herr Professor, wieder rein. eine Dann Schnapskanne legen wir mixen. Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Interagieren. Muss es sein? Ja gut, muss sein. Eine weise Entscheidung. Sag das, so macht es der Professor. Mit ein paar Worten legt er die flach. Wo bin ich? Im Inneren Hey, Baby, des Animus. schaut aus mit der Tour. Das heißt... Da rüber wird schlecht, gell? Da Ein quatscht er hier voll. Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Erinnerung gesperrt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen Professor, komm zum Punkt. sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen. Ich alle über Doma. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Erinnerungen. Sag mal, der Professor. Vorfahren. Der Quatsch, der baut los. Animus lässt sie diese Der hört ja gar nicht mehr auf. Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist Mein zurück. Maustiger voll, oder Ihnen wie? fehlt das Vertrauen in den Körper ihres Ahnen Wo zu ist er? schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Eine zusätzliche Erinnerung. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Wollen wir morgen? Langsam Wir gehen mal zum aber Punkt. sicher. Noch ich näher bitten kommen darf. wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Das Einführungsprogramm. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen.
Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit Ein der Tutorial, Steuerung das des bleibt mir. Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Also laufen kann ich schon mal. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Da haut er Ihres zu. Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron Laufen du da auf sind, der rechten Maustaste. stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, Meine Vision. um die Anpassung Auf Ihres E. Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben Umschalten. kennenzulernen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Ja gut. Da kann ich rumlinsen, gell, wie ein Profi. Gut. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Da drüben. Untertauchen. Moin das. Passt, passt, oder? Gut gemacht. So kommt sie noch ein bisschen Der rein, gell? Animus unterscheidet zwischen zwei Damit die auskennen, wenn es mal ernst wird. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Ja, tu ich. Was tu ich jetzt? Taste 1. Was ist Taste 1? Exzellent. Wenn ich gerade Maustasten sagen darf. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Auffällig. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Greifen. Wie greife ich denn? Ich habe den Depp 90 geschleudert. Warte mal, bin ich schon gescheitert. Na gut, losgegangen. So, schmeiße den. Hier passt, oder? Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten? Sprinten Immer. ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Ey, bitte, wir haben dich gar nicht laufen, oder was? Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Oh Gott. Ja, muss ich vor diesen Deppen im Ziel sein, oder was? Jettet. Gut gemacht. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol Nicht, dass wir da am sozialer Tutorial Status verzweifeln. gibt Ihnen Aufschluss So wie über bei Ihren Driver. Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, Also, rot ist immer greifen Sie schlecht. diesen Soldaten Den weiß ich schon mal. unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Meine Klinge. Gehen Sie mit Möchte ich ausgewählter spüren? Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Alles gut, geh. Will man halt. So, jedenfalls das aufgehen. Was? Wer hat das getan? Sagt es mir! Was möchte ich jetzt?
Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Provokation. Mein Spezialgebiet. Pass auf. Halten Sie das! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf Schmeißen drum. verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Moment. Er ist schon geflogen. Ich hau ab. Ihr seid erledigt! Gebt auf! Nein, befut. Ich kenne diese Stadt Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Der Dachgarten. Heini du. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Solange man nicht rühren kann, ich so ist im Lot gehen. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. So, was ist, gibt er mir? Durch Anonymität füllen Sie Ihren Es gibt noch Synchronitätsbalken mehr. und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Ja und? Und möchten untertauchen? Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Einen Tun bayerischen Sie das Gelehrten jetzt, um imitieren. die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Wo sind die Buben? Also. Bis jetzt Hahnen, gell? Red dich schon. Wenn er gelehrt, der schlung den nicht. Seht, das passt. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, Hey, die Absichten der mein Menschen Adlerauge. in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Pass auf, blau ist verbündet. Hallo Soldaten. Gebt mein Ziel und weiß Informationen. Da wollte ich auch schon mal. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat 3 Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, Ja, was soll das heißen? bleiben Sie diskret. Was hat die Unschuldig umbringen? Drittens, Hab ich noch nie gemacht. gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Und wenn es passiert, dann Wenn ist Sie an Kollateralschaden. Vitalität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Beendet, ja Gott sei Dank. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Mortal um Erste. Speiert ihr Lot, oder? Da kann ich zumindest nicht vergessen. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen.
Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Ein Schatz, ey, du Aber bist beim unser Mann. Meister hält es für wichtig. Noch Sonst schätzen hätte so er mich ja nicht immer. entsandt, es zu holen. So, sind wir jetzt mittendrin, passt. So, wir müssen jetzt Akrobatik. Oh Gott, warte mal. Wo sind wir? Wie springt er? So macht er das. Gut, passt, kenn mich schon aus. So, hüpfet. War du sein Bruder oder bist du der Meister? Weiß gar nicht mehr. Mir wurscht, ich geh da rauf. Und wer ist das? Ein Feind. Ja, hab ich denn? Meine Waffen dabei? Ein unauffälliges Attentat. Wie kann ich meine Waffen auswählen? Was ist das einer? Hat mir nicht gesagt. Geht aber trotzdem. Nicht das, Kreuzweh. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt. Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Masyaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Du geh du für Er den steht Chef doch. zwischen uns und dem Schatz. Ich bin der Chef Es doch. ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon 2 Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auf Er mit seinen Regeln. Scheitreff. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. So, stellt mich nicht in Frage. Der Bayer kennt sich aus. Zumindest tut er so. So weit haben wir nicht. Gegen 4 Mann? Gehen wir gleich. Pass auf, ich hau noch ein bisschen mit der Steuerung. Halt, Templer! Hallo Freunde, wie Ihr schaut's aus seid mit uns? nicht die Einzigen hier. Wollen wir raufen? Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Mein Begehr? Was gar nicht. Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Also bunt, das war schon mal nix. Ich hab den Braten gerochen. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Die anderen da schlung's. Dann hau ich ab. So, dann wir sagen die Zirkusnummer. Springen wie ein Gasbock. Aber konnte er da finden? Eigentlich nicht, oder? Idioten sicher. So, der möchte jetzt noch drum. Der wollte hoch hinaus. Ja gut, geh von der Lot, geh.
Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Professor, was steht denn so?